Hoi hoi miteinander und willkommen zu einem neuen Video hier auf Swiss German Storytime und gleichzeitig auch zu einem neuen Video zu den Alltagsverben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, als ich gemerkt habe, dass das letzte Video, ich glaube letztes Jahr im Mai war, über Alltagsverben. So habe ich mich entschieden, wieder mal so ein Video zu machen. Der Aufbau des Videos ist auch genau gleich wie bei den anderen Videos. Ich gebe euch 10 Verben und werde zu jedem Verb ein Beispiel in Präsens geben und ein Beispiel in Perfekt geben, auch zu den verschiedenen Personen. Den ganzen Inhalt dieses Videos findet ihr auch auf einem PDF-Dokument, das ihr kostenlos runterladen könnt. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Falls ihr noch mehr Beispiele wollt zu allen Personen, zu diesen Verben in diesem Video, und natürlich noch mehr, dann schaut einfach auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort gibt es mittlerweile super viele Materialien. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Geben, geh. Ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Oder was auf Schweizerdeutsch auch ganz oft passiert ist, dass wir es verkürzen und nur sagen, ich gebe dir einen Tipp. Also das Personalpronomen dir wird eigentlich verkürzt, nicht mehr so stark betont und wird zu dr. Und es wird ziemlich mit dem Verb zusammen ausgesprochen. Ich gebe dir einen Tipp. Ich gab dir einen Tipp. Ich habe dir einen Tipp gegeben. Ich habe dir einen Tipp gegeben. Ich habe dir einen Tipp gegeben. Auch hier wird es zusammengenommen. Und gegeben wird zu G. Ihr könnt euch wie vorstellen, ein Doppel-G zu sagen. G. Ein bisschen mehr Gewicht auf das G. Bringen, bringe. Du bringst die Post nach oben. Du bringst Post rauf. Du hast die Post nach oben gebracht. Du hast Post aufgebracht. Hier auch ein bisschen speziell. Nach oben wird auf Schweizerdeutsch ufe. Zum Beispiel nach oben gehen, ufego. Nach oben steigen, ufestiege. Und so weiter. Lassen, lo. Er lässt das Fenster offen. Er lässt das Fenster offen. Er ließ das Fenster offen. Er hat das Fenster offen gelassen. Er hat das Fenster offen gelassen. Er hat das Fenster offen gelassen. Hier seht ihr 2 Möglichkeiten. Offen gelassen, offen gelassen. Und ich finde, im Schweizerdeutsch hört man beides. Es gibt vielleicht je nach Dialekt oder je nachdem, wie eine Person spricht, dass sie eher lo sagen oder glo. Ich zum Beispiel, ich sage eher lo, offen lo. Stehen, sto. Wir stehen neben dem Auto. Wir stehen neben dem Auto. Wir standen neben dem Auto. Wir haben neben dem Auto gestanden. Wir sind neben dem Auto gestanden. Hier seht ihr eine weitere Besonderheit. Also zum einen, der bestimmte Artikel dem im Dativ wird zu m im Schweizerdeutschen. Also neben dem Auto, neben dem Auto. Und die Aussprache ist auch wieder sehr eng zusammen mit neben. Also wir machen fast keinen Unterschied. Neben dem. Es ist wie ein einziges Wort. Und dann noch eine weitere Besonderheit. Das Hochdeutsche wir haben gestanden wird im Schweizerdeutschen eigentlich, ich glaube meistens, zu wir sind gestanden. Wir sind gestanden. Setzen, setze, hocke. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich setz mich auf den Stuhl. Oder ich hock auf den Stuhl. Im Schweizerdeutschen zu sich setzen kann man auch sagen hocke, herhocken.
Oder auch zum Beispiel sitzen kann man auch mit hocke ersetzen. Also zum Beispiel ich sitze auf dem Stuhl, ich hocke auf dem Stuhl. Das wird sehr oft benutzt. Wenn man es vielleicht ein bisschen formeller haben möchte, sagt man vielleicht besser setze oder sitze. Aber oft unter Freunden oder Kollegen sagen wir hocke. Ich setzte mich auf den Stuhl. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt. Ich bin auf den Stuhl gehockt. Auch hier mit gehockt ist das Verb nicht mehr reflexiv und mit sein konjugiert. Bleiben, bliebe. Ihr bleibt noch länger im Urlaub. Ihr bliebet noch länger in der Ferien. Ihr seid noch länger im Urlaub geblieben. Ihr sind noch länger in der Ferien geblieben. Hier Urlaub wird auf Schweizerdeutsch eigentlich immer zu Ferien. Wir sagen einfach Ferien zu Urlaub. Dann das Partizip 2 von bliebe ist bliebe. Also die Schreibweise ist kaum verändert, aber wie schon bei geben, gegeben, wird auch hier geblieben. Das G wird gestrichen, aber es wird mehr Gewicht auf das B gelegt. Also wir sagen dann bliebe. Ich bliebe, ich bliebe. Arbeiten, schaffe. Du arbeitest als Klempner. Du schaffst als Sanitärinstallateur. Du hast als Klempner gearbeitet. Du hast als Sanitärinstallateur geschafft. Hier ein lustiger Unterschied, also das deutsche Klempner wird auf Schweizerdeutsch zum Sanitärinstallateur, die Berufsbezeichnung, und oft in der Umgangssprache sagt man vielleicht nur Sanitär. Ich hatte Sanitär müssen haben, das WC ist kaputt gsi, zum Beispiel so. Und dann natürlich das Verb, das kennt ihr wahrscheinlich, sehr bekannt, arbeiten wird generell zu schaffen. Spielen, spiele. Er spielt mit seinem Hund. Er spielt mit seinem Hund. Er spielte mit seinem Hund. Er hat mit seinem Hund gespielt. Er hat mit seinem Hund gespielt. Hier auch seinem Hund wird zu sim Hund, also seinem wird zu sim. Zum Beispiel ihrem Hund wird zu ihrem Hund. Und dann auch gespielt wird auch wieder verkürzt, das E fällt eigentlich weg. Es wird Gewicht auf das G gelegt, gespielt. Essen, esse. Esst ihr schon zu Abend? Esset ihr Schutznacht? Esset ihr Schutznacht? Auch hier seht ihr, wie schon bei einem Beispiel vorher, dass das Verb und das Personalpronomen zu einem Wort verschmelzen. Es ist eigentlich die gleiche Sache. Also ihr könnt zum einen sagen, esset ihr Schutznacht, das ist ganz in Ordnung. Nur normalerweise in der Umgangssprache wird es halt verkürzt und wir sagen vielleicht nur esset ihr Schutznacht. Also einfach, dass ihr wisst, es gibt beide Varianten und in der Umgangssprache hört man einfach oft diese komprimierte Variante. Und dann noch, also das zu Abendessen bedeutet Znachtessen. Und zum Beispiel das Abendessen wäre auf Schweizerdeutsch der Znacht. Habt ihr schon zu Abend gegessen? Händ ihr schon Znacht gegessen? Händer schon Znacht gegessen? Hier das Partizip 2 gegessen, das E fällt wieder weg und das G bekommt eigentlich doppelt Gewicht und man sagt gesse. Also richtig schwer, das G richtig schwer aussprechen. Trinken, trinke. Trinkst du einen Kaffee? Trinkst du einen Kaffee? Trinkst du einen Kaffee? Hier bei einem Fragesatz in der zweiten Person Singular
kann man das Du eigentlich ganz gut weglassen auf Schweizerdeutsch. Es wird sogar, ich glaube, würde sagen, sehr oft weggelassen. Man muss nicht. Es ist ganz in Ordnung zu sagen, trinkst du einen Kaffee? Aber normalerweise im Alltag sagen wir, trinkst einen Kaffee. Und dann Kaffee wird zu Kaffee. Also der Kaffee, der Kaffee. Und aufgepasst, das Café, also das Kaffeehaus, wo man den Kaffee trinkt, das ist das Kaffee. Also das Kaffee. Das Kaffee ist das Restaurant oder ja, der Ort, die Bäckerei, wo man den Kaffee trinkt. Und der Kaffee ist der Kaffee. Hast du einen Kaffee getrunken? Hast du einen Kaffee getrunken? Hast du einen Kaffee getrunken? Hier ist besonders das getrunken, das verliert das GE komplett und wird zu trunken. Und hier auch wieder das Gewicht auf dem T. Trunken, richtig schwer.